Ich habe mir so ein bisschen behelfsmässig ein Stativ gebaut. Das sieht recht lustig aus. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ich ein bisschen schräg auf dem Film bin, sondern, kann ich euch noch erzählen, die Helligkeit noch ein bisschen auf. So, sehen Sie mich. Tipptopp. Ich bin dann zur Nacht vorbereitet. Darum ist es vielleicht ein bisschen laut. Wir sind hier oben jetzt im Chalet, im Ferienhäuschen von meinen Schwiegereltern. Es ist einfach immer mega schön hier. Gestern sind wir am Heiligen Jahrmarkt. Das ist Tradition bei uns, also bei meiner Familie. Und irgendwie haben wir das übernommen, dass wir es jetzt auch machen. Und meine Mama ist einmal immer dabei, meine Brüder meistens. Und irgendwie ist das noch cool. Ich bin nicht so... Ich wohne ja in der Umgebung von Wetzikon normalerweise. Oder ich wohne dort. Nicht normalerweise, ich wohne dort. Und Kiel bei Wetzikon wäre ja riesig. Aber ehrlich gesagt gehe ich lieber auf Herisau. Die ist ein bisschen kleiner und die hat einfach einen mega schönen, grossen Warenwert. Ich weiß auch nicht, ich finde das immer noch cool. Und dann sieht man den Sentis auch wieder einmal und sonst Verwandte, die noch dort oben wohnen. Genau. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt gerade mal ein paar Videos von gestern. Und ich beantworte euch auch noch ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt auf Instagram. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne unter das Video stellen. Dann werde ich sicher in nächster Zeit mal noch wieder ein Q&A machen oder so. Wo vielleicht ein bisschen länger wird wie das da jetzt. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht so recht. Ich glaube, die Sommerferien waren cool in Italien. Dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich cool gefunden bis jetzt. Ich weiss gar nicht, was sonst noch so ein Highlight war. Ich blende so ein, falls mir noch etwas anderes in den Sinn kommt. Aber ich glaube, das wär's. Ich glaube, wichtig ist mir, dass ich nicht aus dem Fokus verliere, dass mein Sohn mir nichts leid tun will. Gerade wenn er seinen eigenen Kopf hat und seinen eigenen Willen hat. Ich würde das mir immer zu Herzen nehmen, dass er eigentlich nicht gegen mich arbeiten will und einfach nur Grenzen testet. Und was mir auch mega wichtig ist, dass ich ihm von Jesus erzähle und mit ihm bete und ihn von dieser grossartigen Liebe, die jeder Mensch in seinem Leben braucht, erzähle. Und dass er dann mit 14, 15, 16 selber sich ein Bild davon machen kann und seinen eigenen Weg dann gehen. Genau. Das Beste sozusagen nicht vorenthalten, das ist mir wichtig. Und wie ich zum Glauben gekommen bin, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin schon seit Geburt eigentlich in dieser Kirche, wo ich jetzt immer noch bin. Und im Jungschulager habe ich mich bekehrt und ich habe mich in der Ferien irgendwo mal taufen lassen, als ich erwachsen war. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr genau wann. Aber das muss so um 18, 19, 20 herum sein. Ich bin eigentlich immer in diesem Kuchen reingeblieben. So bin ich zum Glauben gekommen und ich liebe es. Also ich merke auch, je länger je mehr, wie viel ich lerne aus der Bibel und wie viel Wahrheit es drin hat und wie viel Gutes das Jesus, also Gott für uns vorhat. Das ist einfach genial, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir in den Himmel kommen können, wenn wir an Jesus glauben und ihn annehmen können. Und ja, also es hat mich das ganze Leben schon geprägt und dafür bin ich mega dankbar. Und um nochmal auf die Frage vorher zu kommen, das möchte ich ein Stück weit auch meinem Sohn weitergeben. Weil das eigentlich der Sinn des Lebens ist das. Es gibt keinen anderen. Ich tue jetzt noch ein bisschen packen. Wir fahren morgen ab in die Ferien, ins Chalet.
hier am Chalet oben. Wir geniessen es mega. Und der Vlog endet jetzt da. Aber ich könnte gespannt sein. Der Vlog endet jetzt da und der nächste Vlog nächsten Montag startet genau heute Abend. Und es wird cool, ich freue mich. Wir gehen ein bisschen wandern und so. Und das seht ihr aber alles dann im nächsten Vlog. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!